من رأى وجهك يسعد يا كريم الوالدين حوضك الصافي المبارك وردنا يوم النشور. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Wir machen heute inshallah weiter mit unserer Vortragsreihe Asma'ullah al-Husna. Wir haben im letzten Unterricht versucht, den Namen Al-Muhaymin von Allah zu erklären. Wir werden heute inshallah den Namen Al-Aziz von Allah subhanahu wa ta'ala versuchen hier zu erklären. Der Name Al-Aziz von Allah subhanahu wa ta'ala gehört zu den schönsten Namen Allahs. Dieser Name Al-Aziz kann aber auch für Menschen benutzt werden. Also der ist nicht khas für Allah, der Name Aziz. Al-Aziz mit dem EL davor wird für Allah subhanahu wa ta'ala benutzt, aber Aziz allgemein kann man auch zum Beispiel einem Menschen geben. Im edlen Koran kommt der Name Aziz 91 Mal vor. Und 88 Mal wird der Name Aziz für Allah subhanahu wa ta'ala benutzt. Das Interessante dabei ist, dass bei diesen 88 Mal, wo der Name Al-Aziz für Allah subhanahu wa ta'ala benutzt wird, nicht irgendwo auch alleine vorkommt. Der kommt nicht einmal alleine vor. Der Name kommt immer wieder mit anderen Asma von Allah subhanahu wa ta'ala gemeinsam vor. Mit 11 weiteren Asma, mit dem der Name Al-Aziz in Verbindung kommt. Wir werden nochmal kurz darauf eingehen, gleich inshallah, wenn wir dazu kommen. Was bedeutet aber Al-Aziz oder Aziz? Aziz ist das Gegenteil von Zelil, von Erniedrigung, klein, schwach. Also ist Aziz mächtig, groß, kraftvoll, geehrt. Das Gegenteil von Zelil. Das Kernwort von Aziz, also das Wort Aziz, stammt von dem Wort Azza bzw. Izza ab. In dem Mu'jam Maqayis al-Lugha und dem Mufradat al-Quran wird zu dem Wort Azza, Azza oder Izza gesagt, dass es bedeutet Macht, Gewalt, Stärke, diese in einer vollkommenen Art und Weise, also ohne jeglichen Mängel, also eine Kraft, eine Macht, die keine Mängel aufweisen tut. Und die Araber zum Beispiel sagen weiter, zu einem festen Boden, zu einem harten Boden sagen Araber Azaz. Auch sagen die Araber, in der arabischen Sprache wird zu etwas, was es sehr selten und es sehr, sehr wenig gibt, Aziz gesagt. Also Dinge, die sehr selten und sehr wenig zu finden sind, sagt man Aziz. Auch sagt man in der arabischen Sprache zu Dingen, die man nicht erreichen kann. Zum Beispiel zu einer Festung, die man nicht einnehmen kann, die so gut gebaut ist, die man nicht erreichen kann, sagen die Araber zum Beispiel Aziz. Auch bedeutet der Name Aziz, dass jemand der Herrscher ist, der Machtbesitzer. Al-Aziz bedeutet auch derjenige, der immer siegreich ist, derjenige, der Galib ist. Das heißt, derjenige, der niemals verliert, derjenige, der niemals einen Verlust einsteckt, derjenige, der immer, egal in welcher Angelegenheit es auch sein mag, immer siegreich rauskommt, immer siegreich sein wird, die Oberhand hat und seinen Willen wird durchgesetzt. Es gibt keinen anderen Willen, der gegenüber seinem Willen siegreich sein kann. Imam al-Razi, rahmatullah alayh, sagt zu den Namen Al-Aziz Allah subhanahu wa ta'ala: Alle Geschöpfe sind angewiesen auf das Zat, auf das Fehl und auf die Sifat von Allah subhanahu wa ta'ala. Keiner kann Allah subhanahu wa ta'ala die Kraft bieten und er kann wahrlich alles bezwingen. Er ist derjenige, der seinen Willen durchsetzt. Der Verstand kann Allah seine Kraft nicht erfassen und auch das Auge kann Allah subhanahu wa ta'ala nicht erfassen mit dem Sehen. Und würde man Allah seine Gaben aufzählen, so wäre es niemals einem Geschöpf möglich, Allahs Gaben allesamt aufzuzählen und sich für diese zu bedanken
Und all diese Stärke ist Allah subhanahu wa ta'ala zuzuschreiben. Daher gebührt Allah subhanahu wa ta'ala die Hoheit und er ist Al-Aziz, der Allmächtige, sagt Imam Razi. Imam Abu Hamid Al-Ghazali sagt zu Al-Aziz, Al-Aziz, eine Sache ist Aziz, wenn diese drei folgenden Dinge eintreffen. Erstens, eine Sache, die es sehr selten gibt und sehr, sehr wenig zu finden ist. Zweitens, man muss extrem, sehr stark von dieser Sache abhängig sein. Und drittens, man muss diese Sache nicht erreichen können. Sie muss unerreichbar sein. Man kann dieser Sache keinen Schaden zufügen. Er sagt zum Beispiel, es gibt viele Dinge, die sind sehr selten, ja, und die kann man schwer erreichen, aber man ist nicht abhängig von ihnen. Imam Ghazali sagt zum Beispiel, die Sonne. Die Sonne ist eine Sache, die es selten gibt. Die gibt es sehr wenig. Man ist stark abhängig von ihr, also 2 Punkte hauen hin. Der dritte Punkt aber, dass man sie nicht erreichen kann, stimmt nicht. Deswegen ist die Sonne nicht Aziz, sagt Imam Ghazali, weil man die Sonne im Endeffekt mit dem Auge, mit dem Verstand und auch selbst erreichen kann irgendwo, man sieht es ja. Deswegen ist die Sonne nicht mal Al-Aziz. Aber würde man, wenn man jetzt diese 3 Punkte auf Allah subhanahu wa ta'ala anschaut, dann sagt man, erstens, er muss selten sein und schwer zu finden sein. Es gibt niemanden, der ebenbürtig ist wie Allah subhanahu wa ta'ala. Niemand ist Allah gleich. Es gibt niemanden, der ist wie Allah, nicht mal ansatzweise. Und es gibt keinen zweiten Allah. Daher ist Allah nicht nur selten, sondern Allah ist Tek und Wahid. Allah ist einzig und einzigartig und es gibt keine anderen oder nichts, was ihm jemals ähnlich. Also der erste Punkt trifft auf Allah zu. Der zweite Punkt, dass man stark von ihm abhängig ist. Alle Geschöpfe, das gesamte Mulk ist von Allah subhanahu wa ta'ala abhängig. Jedes Geschöpf, dessen Rizq gibt Allah subhanahu wa ta'ala. Daher ist jeder. Und es gibt nicht einen Moment, wo man von Allah unabhängig sein könnte. Also man ist extrem stark abhängig. Und der dritte Punkt, man kann die Sache nicht erreichen. Man kann Allah niemals erreichen. Sollten sich alle Menschen irgendwo versammeln und Fujur beginnen, also eine Sünde oder Isyana gegenüber Allah, so würde das Allah nicht ansatzweise schaden oder beziehungsweise von Allah sein Mulk etwas verringern. Und deswegen sagt Imam Abu Hamid Al-Ghazali, sagt genau deswegen, und weil dies der Fall ist, ist Allah der wahrhaftige Al-Aziz. Allah ist der Allmächtige. Er ist Al-Aziz. Deswegen gebührt ihm der Name Al-Aziz. Ibn Qayyim rahimahullah sagt zu Al-Aziz, Al-Aziz ist derjenige, der die Gesetze und Regeln erlässt und diese auch ausführt. Bei ihm ist die vollkommene Izzah, die Ehre, die Würde, die Anerkennung. Und er hat keinen Mangel, den er aufweisen kann. Allah lenkt die Geschehnisse so, wie er es will. Er setzt seinen Willen durch, so wie er es möchte. Allah ist es, der zwischen dem Herz und dem Willen des Menschen geht, um seinen eigenen Willen durchzusetzen. Und weil Allah subhanahu wa ta'ala den Willen des Menschen beeinflussen kann, das Herz des Menschen so lenken kann, sodass sein Wille durchgesetzt wird, ist Allah Al-Aziz, der wahre Herrscher. Warum? Weil ein Mensch könnte niemals den Willen oder das Herz eines anderen beeinflussen oder hineingehen und diesen so lenken, dass sein Wille ausgeführt wird. Der Mensch kann nur sein Inneres beeinflussen und seinen Körper, halt seine Körperteile beeinflussen. Aber er könnte zum Beispiel nicht die Willen oder das Herz zwischen dem Willen und dem Herz eines anderen Menschen gehen, sodass sein Wille durchgesetzt wird. Deswegen sagt Ibn Qayyim, ist Allah der Hohe, der Mächtige und der Allbezwingende. Warum? Weil Allah seinen Willen durchsetzt. Er gewinnt immer. Er ist der Siegreiche. Weil es gibt nicht einmal, wo er seinen Willen nicht so durchsetzt. Weil wenn er auch seinen Willen durchsetzen will, lässt er den Menschen seinen Willen umändern und sein Herz umändern, um seinen Willen durchzusetzen. Deswegen ist Allah immer der Siegreiche. Allah kann niemals verlieren. Al-Hattabi sagt, Aziz bedeutet die Macht, die niemals besiegt werden kann und er kann niemals verlieren. Izzat bedeutet siegreich zu sein, die Oberhand zu besitzen, alles zu erzwingen, seinen Willen durchzusetzen, die Kraft und die Macht zu besitzen, der Höchste zu sein und der Besitzer der Autorität zu sein. Abu Ishaq al-Zajjaj sagt, Aziz ist der Mächtige und der Gefürchtete und der Ehrenvolle, derjenige, der jemandem die Würde und Anerkennung gibt. Er ist die Quelle der Ehre und er ist derjenige, der seine Diener Aziz macht. Jetzt zusammengefasst, was bedeutet der Name Al-Aziz von Allah subhanahu wa ta'ala?
wenn wir jetzt zusammenfassen, jetzt, was die ganzen Gelehrten aufgezählt haben. Al-Aziz bedeutet, wenn wir das zu Allah subhanahu wa ta'ala benutzen, er ist derjenige, er ist der Besitzer der Ehre. Bei ihm ist die Ehre, bei ihm ist die Anerkennung, bei ihm ist die Würde. Er ist derjenige, der eine Sache einen Wert gibt. Er ist derjenige, der alles beherrscht und der immer siegreich ist und niemals verlieren wird. Er ist derjenige, der seinen Willen durchsetzt, kostet es, egal was wolle, erzwingend oder so. Und er ist es, der seinen Diener Wert gibt und Izzah gibt. Das bedeutet, wenn wir für Allah Al-Aziz benutzen, das sind die Bedeutung davon. Ich möchte kurz auf eine Sache hindeuten, und zwar, wenn wir uns mal anschauen, in der Herabsendung, wann der Name Al-Aziz von Allah subhanahu wa ta'ala herabgesandt worden ist, dann werden wir erstaunlicherweise sehen, dass im ersten Jahr der Bi'sat, also im ersten Jahr der Offenbarung, der Name Al-Aziz von Allah einmal vorkommt. Ein einziges Mal. Danach kommt er im 2., 3., 4., 5., 7. Jahr kein einziges Mal vor. Nach der Hijra im 7., 8., 10. Jahr kommt er auch nicht vor. Am meisten kommt er in dem Jahre 8 vor. Das ist 11 Mal mit dem Namen Ar-Rahim. Und dann im Jahre 10 Mal mit dem Asma von Allah Al-Hakim. Und im 11. Jahr 11 Mal mit dem Namen Hakim vor, kurz vor der Hijra. Wenn wir schauen, warum im 8. Jahr Al-Aziz so häufig vorkommt, 11 Mal und genau mit dem Namen Ar-Rahim, dann ist die Weisheit dahinter, Allah subhanahu wa ta'ala, dort haben die Muslime die Boykottzeit erlebt. Sie erlitten einen Nullpunkt und Allah hat sie ermutigt und ihnen gesagt, wisset, auch wenn ihr auf einen Nullpunkt seid, der Allmächtige, der Allbezwingende, derjenige, der seinen Willen durchsetzen wird, ist Allah. Habt das immer vor Augen. Sagt nicht, ihr seid gerade auf den Nullpunkt, ihr habt die Macht verloren, niemand kann euch helfen. Nein, Allah hat die Macht zu allem und er wird seinen Willen durchsetzen. Er wird die Kuffar mit dem Namen Al-Aziz vernichten und wird euch mit dem Namen Ar-Rahim erbarmen. Deswegen kommt er im 8. Jahr Al-Aziz nur mit Ar-Rahim vor zusammen. Sehr erstaunlich. Im 11. Jahr und im 10. Jahr kommt das ca. 21 Mal vor insgesamt und mit dem Namen Hakim. Warum? Weil dort die Hijra bevorsteht. Allah sagt den Gläubigen mit dem Namen Al-Hakim, der Weise, der Gerechte, O ihr Muslime, ihr werdet jetzt einen Neuanfang starten, ihr werdet irgendwo hingehen, was ist zum Beispiel, was alles für euch neu ist, aber Allah ist weise, er ist der Allmächtige. Das ist sein Wille, er hat seinen Willen durchgesetzt, macht es. Auch wenn ihr danach den islamischen Staat gründet, wisset, dies ist nicht von euch, dies ist von Allah, den Allmächtigen. Und der Al-Hakim ist, der weise ist, der seine Entscheidung weise trifft, die Geschehnisse weise trifft. Erstaunlicherweise in Medina kommt der Name Allahs am meisten im 1. Jahr 9 Mal und im 3. Jahr 8 Mal vor. Im 1. Jahr, weil dort der islamische Staat aufgebaut wird und da gibt es viele Strapazen, die Juden sind da, also die Muslime haben sehr schwer, ihren Staat aufzubauen. Auf der einen Seite gibt es die Juden, die alle schon etabliert sind, da kommen die Muslime mit nichts in Armut und versuchen da einen Staat aufzubauen. Allah kommt und ermutigt den Propheten und sagt, O Gesandter, Allah ist Al-Aziz, er wird euch Aziz machen, er wird euch die Macht geben. Von daher guckt nicht auf die anderen Seiten, nicht in Zweifel. Und im 3. Jahr nach der Hijra am meisten 8 Mal, weil der Krieg von Uhud war, eins der härtesten Schläge gegen den Propheten, wo diese Krieg verloren haben. Das war eins der härtesten Schläge. Da kommt Allah auch und ermutigt den Propheten mit dem Namen Al-Aziz, auch wenn es so ausschaut, als hättet ihr verloren. Allah ist der Allmächtige. Allah ist derjenige, der seinen Willen durchsetzt. Allah ist der Siegreiche. Das ist für uns sehr wichtig, weil wir hieraus entnehmen können, wo wir am meisten Allah, seinen Namen Al-Aziz, gedenken sollten. Vor allem in Zeiten, wo wir auf den Nullpunkt sind, Zeiten, wo es ausschaut, als würden wir etwas verlieren, Zeiten, wo wir gerade dabei sind, eine hohe Sache zu erreichen. Dann gedenkt den Namen Al-Aziz, wisset, Allah ist der Mächtige, Allah ist der Allmächtige, er ist derjenige, der trotzdem seinen Willen durchsetzen wird, der siegreich ist. Seid ihr auf seiner Seite, werdet ihr auch siegreich sein. Das ist die Weisheit dahinter. Ich möchte kurz auf diese 11 Namen kommen, wo Allah subhanahu wa ta'ala, die mit dem Namen Al-Aziz zusammen vorkommen. Und zwar habe ich ja gesagt, der Name Al-Aziz kommt im edlen Koran 88 Mal vor und nicht einmal kommt er alleine vor. Wir haben in den anderen Unterrichten auch schon häufig erwähnt, dass wenn ein Name, ein Asma von Allah subhanahu wa ta'ala mit einem anderen Namen vorkommt, ist das niemals abes, ist das niemals einfach sinnlos. Dann hat das eine Hikmah, das hat eine Weisheit und hat eine Bedeutung. Also es ist niemals am Ende eines Verses, wenn da 2 Namen Allahs kommen, einfach so oder die Namen wurden einfach so erwähnt. Diese 2 Namen haben eine besondere Bedeutung.
Am meisten kommt der Name Allah subhanahu wa ta'ala Al-Aziz mit dem Namen Al-Hakim vor. Und zwar 46 Mal. Azizul Hakim. Warum aber Hakim, der Allweise? Der Weise ist derjenige, der zur richtigen Zeit, am richtigen Ort das Richtige sagt und das Richtige tut. Hakim ist derjenige, Allah subhanahu wa ta'ala ist mächtig. Ja, der ist allmächtig. Er hat zu allem die Macht. Er setzt seinen Willen durch. Aber was ist das für ein Gott oder ein Herrscher, der seinen Willen durchsetzt? Es ist einer, der weise ist. Es ist einer, der gerecht ist. Es ist kein unfairer Gott. Es ist keiner, der einfach willkürlich irgendwo Herrsche tut, seine Macht ausübt. Nein, so ist es nicht. Deswegen kommt am meisten 46 Mal mit dem Namen Al-Hakim vor. Dieser Mächtige, der alles bezwingen kann, der alles ändern kann, der seinen Willen durchsetzen kann, der siegreich ist ein Gott, der gerecht ist, der weise handelt, der immer gerecht ist. Niemand kann Allah subhanahu wa ta'ala zur Rechenschaft ziehen. Aber Allah, unser Gott, ist ein Gott, der sich selbst Prinzipien gestellt hat. Er hat sich selbst Prinzipien auferlegt und er kann tun, was er möchte. Aber Allah sagt, ich werde mich erbarmen, meine Rahmat hat meinen Zorn übertroffen. Das sind alles Prinzipien, die sich Allah selbst setzt. Und er kann tun, was er möchte. Warum aber macht er das? Weil er ist ein weiser und ein gerechter Allah. Yani deswegen würde Allah sein Name nur Al-Aziz vorkommen. Dann könnte man meinen, was ist das für ein Herrscher? Ein mächtiger, ein ungerechter? Nein, er ist ein gerechter und ein weiser Herrscher, ein Machthaber. Der zweite Name ist, wo er am meisten vorkommt, 13 Mal mit dem Namen Ar-Rahim zusammen. Yani dieser Al-Aziz, der Gott, der Al-Aziz ist, der so mächtig ist nicht ein harter, er ist gerecht, ja richtig, aber er ist zudem noch ein sehr barmherziger. Er ist so mächtig, er ist so hoch und erbarmt sich trotzdem seinen Dienern. Seine Macht, damit vernichtet er die Kuffar und mit seinem Rahim erbarmt er sich die Muslime und macht die Muslime Aziz, gibt den Muslimen Kraft. Allah subhanahu wa ta'ala, obwohl er so mächtig ist er trotzdem gnädig zu seinen gläubigen Dienern. Ist er trotzdem ein Herrscher, der seine Diener ebenfalls Aziz macht, er ihnen hilft. Der Name Al-Aziz kommt 5-mal mit dem Namen Al-Alim vor. Würde Al-Aziz alleine vorkommen, ohne den Namen Al-Alim, dann wäre das ein Gott, ein Herrscher, der zu allem die Macht hat, der gerecht ist, der barmherzig ist. Aber jemand, der nicht alles weiß, der kann falsche Entscheidungen treffen. Ein Mensch, der nicht alles weiß, der nicht ausführlich über eine Sache Bescheid weiß, kann falsche Entscheidungen treffen. Aber Allah ist Al-Alim, er ist Aziz und Al-Alim. Deswegen kommt der Name Al-Aziz 5-mal mit Al-Alim vor, mit der Begründung, o ihr Menschen, er ist der Herrscher und seine ganze Siegreich, seine Herrschaft, seine Macht, seine Ehre, wenn er die Menschen würdigt, ist deswegen, weil er alles weiß. Er macht niemals einen Fehler, indem er den Falschen ehrt oder den Falschen würdigt oder den Falschen hilft. Nein, er weiß alles. Es gibt nichts, was von Allah verborgen ist. Sein Wissen umfasst alles. Wenn jetzt gerade im Meer ein Fisch aus dem Meer springt und dann wieder ins Wasser geht und der Tropfen hochfällt und wieder ins Wasser fällt, ist dies mit Allahs Wissen geschehen, ohne jegliche Frage. Deswegen kann Allah niemals falsch handeln, weil er alles weiß. 4-mal kommt der Name Aziz, der Allmächtige, mit dem Namen Zuntiqam vor. 4-mal. Zuntiqam ist derjenige, der die Vergeltung ausübt. Yani, falls jemand die Macht, die Izza, die Allah im Menschen gegeben hat, ausnutzen sollte, missbrauchen sollte, so solle er wissen, dass Allah subhanahu wa ta'ala der Allmächtige ist und er ist derjenige, der die Vergeltung früher oder später ausüben wird. Denkt nicht, er hat es vergessen. Es ist vorbeigegangen. Okay, ich bin noch gut davon gekommen. Nein, nein, nein. Er übt seine Vergeltung aus. Er ist وَمَا كَانَ رَبُّكَ نَسِيًّا. Allah vergisst niemals. 6-mal kommt er mit dem Namen Qawi vor. Al-Aziz mit dem Namen Al-Qawi. Warum Al-Qawi? Zum Beispiel, jemand kann Aziz sein, jemand kann mächtig sein, geehrt sein, hoch sein, aber das bedeutet nicht unbedingt, dass er gleich der Stärkste sein muss. Aber Allah ist mächtig, er ist hoch, er ist geehrt und er ist Al-Qawi mit Al-Aziz. Warum Al-Qawi? Er ist der Allmächtigste, er ist der Kräftigste. Bei ihm ist die Kraft. Es gibt nichts und niemand, dessen Kraft auch Allah ebenbürtig ist oder ansatzweise Allah irgendwie auch die Kraft bieten könnte. Er ist Al-Qawi. Bei ihm ist die gesamte Kraft. Einmal kommt er mit dem Namen Al-Ghaffar vor. Warum Al-Ghaffar? Man kann derjenige, der häufig vergibt, der vergibt. Man kann Allah, egal was man macht, nicht schaden. Und weil man Allah niemals schaden könnte, könnten wir eigentlich für Allah egal sein. Wir haben ja keinen Wert.
hätten wir keinen Wert bei ihm. Weil wir können Allah weder erreichen, noch einen Schaden zufügen, noch diese guten Taten. Davon hat ja Allah subhanahu wa ta'ala nichts. Wir haben was davon, wir machen das ja für uns. Allah könnte sagen, ihr seid wertlos, ihr interessiert mich nicht. Aber warum gibt uns Allah einen Wert? Weil Allah Aziz und Ghaffar ist. Er ist derjenige, der die Duas der Diener, wenn man ihn ruft, trotzdem Ijabet macht und trotzdem ihnen ihre Sünden vergibt. Zweimal kommt er mit dem Namen Al-Ghafur vor. Warum Al-Ghafur? Man könnte sagen, würde er nicht mit Ghafur vorkommen, Allah ist allmächtig, er ist barmherzig, alles gut, er ist mächtig, er hat zu allem die Kraft. Aber würde man mehrmals einen Fehler machen, bei einem so mächtigen Herrscher, könnte er irgendwann zornig werden und seinen Diener bestrafen. Aber Allah sagt nein, obwohl der so mächtig ist, so die Macht alles in seiner Hand besitzt, immer der siegreich ist er, wenn man aus Vergessenheit oder aus Unwissenheit Dinge falsch machen sollte, ist er derjenige, dass wenn man ihn um Vergebung bittet, die Reue annimmt. Dreimal kommt er mit dem Namen Al-Hamid vor. Hamid, warum Hamid? Weil Allah subhanahu wa ta'ala ist Al-Aziz. Er ist der Siegreiche, er ist der Allmächtige, er ist derjenige, der die Sachen ehrt und würdigt. Deswegen, weil er immer siegreich ist, seinen Willen durchsetzt, ist er ein Gott, der angebetet wird, den man loben und preisen sollte, vor dem man auf die Knie fallen sollte, deswegen vor dem man Hamd machen sollte. Einmal kommt er mit dem Namen Al-Wahhab vor. Warum Al-Wahhab? Was ist denn Allah sein Name? Al-Aziz? Allah ist derjenige, Al-Wahhab ist derjenige, der großzügig gibt, ohne eine Gegenleistung. Allah subhanahu wa ta'ala ist mächtig. Er ist der Besitzer der Kraft, der Besitzer der Macht, der Besitzer der Herrschaft, der Besitzer der Anerkennung, der Besitzer der Würde, der Ehre, des Stolzes. Und all die Sachen sind bei Allah Al-Aziz vorhanden. Wenn ihr auch von Ehre, Stolz, Würde, Ansehen, Macht haben wollt, so bittet Allah Al-Aziz, weil er ist Al-Wahhab, er ist Aziz und Wahhab. Er gibt euch gerne von dem Teil des Würde, des Izzah. Er gibt seinen Dienern die Izzah, unbegrenzt. Einmal kommt er mit dem Namen Al-Muqtadir vor, und zwar Al-Muqtadir, derjenige, der zu allem fähig ist. Würde Allah nicht zu allem fähig sein, wäre seine Herrschaft gefährdet. Aber Allah ist nicht nur mächtig, hat nicht zu allem die Macht, ist nicht nur gnädig, er ist auch fähig zu allem. Allah kann nichts und niemand ein Hindernis stellen. Allah subhanahu wa ta'ala kann alles tun, was er will. Und er ist fähig zu allem, was es gibt. Nichts und niemand könnte Allah auch nur ansatzweise aufhalten. Deswegen kommt der Name Aziz mit dem Muqtadir. Und einmal kommt er mit dem Namen Al-Jabbar, und derjenige, Al-Jabbar ist derjenige, dem sich alles unterwirft, Warum dem sich alles unterwirft? Weil Allah hätte euch auch mit Zwang sich niederwerfen lassen können. Er hätte euch mit Zwang bringen können, dass ihr euch, Allah subhanahu wa ta'ala, niederwirft. Aber Allah ist Al-Aziz und Al-Jabbar. Denkt dran, er könnte es machen, aber er hat euch einen freien Willen gegeben, er hat euch die Amana gegeben und er prüft euch. Aber wenn er es gewollt hätte, hätte er euch ohne Probleme alle sich ergeben lassen, sodass niemand Isyan hätte machen können. Das war die Namen Al-Aziz, 11 mit 11 weiteren Namen, mit denen Allah subhanahu wa ta'ala vorkam. Und diese 11 Namen, subhanallah, wenn man sich die anguckt mit dem Namen Al-Aziz, sind dies Namen, die wirklich den Namen Al-Aziz, die Allmächtigkeit Allahs, nochmal jegliche Schüppe, jegliche Zweifel, jegliche Mangel komplett beseitigt. Und dann sagt man, Allahu Akbar, diese Macht, die Allah besitzt, ist wirklich eine allmächtige Macht. Ein absolut siegreicher und allmächtiger Allah, der Al-Aziz ist. Wo finden wir denn die Reflexion von Allah subhanahu wa ta'ala, seinen Namen Al-Aziz, wenn wir jetzt sagen würden, wo müsste ich hinschauen, um den Namen Allahs Al-Aziz zu sehen? Der Mensch zum Beispiel, ich zähle mal einige auf, es sind viele, ihr wisst, wir zählen immer einige auf, sonst würden die Vorträge Stunden gehen oder man müsste mehrere Vorträge machen. Wir versuchen die Vorträge wirklich so stark wie es geht zu komprimieren, und das sind hier Formeln. Wenn ihr danach weiter guckt, könnt ihr diese ganz normal fortführen. Also ihr könnt auch zum Beispiel die ganzen Verse, wo zum Beispiel mit dem Namen Al-Hakim vorkommt, durchlesen. Das ist sehr interessant. Das wird euch ein anderes Verständnis geben. Ihr könnt euch selbst zu Hause schlau machen über die ganzen, zum Beispiel, wo kommt der Name Al-Aziz mit Al-Rahim vor. Also so baut sich dann das Verständnis gegenüber dem Namen Allahs Al-Aziz noch mehr auf. Wo finden wir denn jetzt im Alltag zum Beispiel den Namen Al-Aziz, Allah subhanahu wa ta'ala? Zum Beispiel bei den Menschen. Allah subhanahu wa ta'ala sagt im Koran, وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ. Und ganz gewiss haben wir den Mensch, Bani Adam, die Kinder Adams, sehr ehrenvoll gemacht.
وَحَمَلْنَاهُمْ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ وَرَزَقْنَاهُمْ مِنْ طَيِّبَاتِ وَفَضَّلْنَاهُمْ عَلَى كَثِيرًا مِمَّنْ خَلَقْنَا تَفْضِيلًا. Und wir haben ihn auf dem Land und auf die Meere getragen und ihn mit guten Dingen versorgt. Und wir haben ihn ausgezeichnet von allen anderen, die wir ausgezeichnet haben, die wir erschaffen haben. Wir haben ihn am besondersten erschaffen. Der Mensch wäre eigentlich total wertlos. Der Mensch hat eine Bedeutung, weil Allah seinen Namen Al-Aziz sich bei den Menschen widerspiegelt hat. Allah hat den Menschen mit seinem Namen Al-Aziz Anerkennung, Würde, Ehre gegeben. Deswegen ist er von allen Geschöpfen eins der besondersten Geschöpfe. Von allen, die es gibt, ist er der besonderste. Warum? Weil auf ihn der Name Al-Aziz, Allah subhanahu wa ta'ala, reflektiert. Wenn ihr heute euch besonders schätzt, dann ist das aufgrund dessen, weil Allah Al-Aziz, sein Name auf euch widerspiegelt ist. Deswegen müsst ihr wieder Allah subhanahu wa ta'ala danken, statt hochmütig zu werden. Der edle Koran ist eine Reflexion von dem Namen Al-Aziz. Allah sagt, Inna allazina kafaru bizikri lamma ja'ahum wa innahu lakitabun aziz. Wahrlich, diejenigen, die nicht an die Ermahnung glaubten, als sie zu ihm kamen, werden bestraft, und wahrlich, es ist ein ehrenwürdiges Buch. Warum ist der Koran Aziz, ein mächtiges Buch? Weil er das Wort Allahs ist. Der Koran, ist derjenige, der die Menschen und die Dämonen herausfordert und sie nach einem Delil ruft. Kommt doch hervor und bringt eure Delil. Der Koran wird in jeder Debatte immer, in jedem Hukum siegreich sein. Es gibt nicht einmal, wo der Koran nicht siegreich oder falsch oder als Verlierer rausgehen würde. Der Koran ist mächtig. Er ist derjenige, der die Leute herausfordert, und er ist derjenige, der den Menschen den Weg zeigt. Die Propheten sind eine Reflexion Allahs Al-Aziz. Allah sagt, Rabbana wab'ath fihim rasulan minhum yatlu alayhim ayatika wa yu'allimuhum al-kitaba wal-hikmata wa yuzakkihim innaka anta al-azizul hakim. Und unser Herr erweckte unter ihnen einen Gesandten aus ihrer Mitte, der ihnen deine Worte verliest und sie das Buch und die Weisheit lehrte und sie läuterte, sie reinigte. Denn wahrlich, du bist der Allmächtige und der Allweise, du bist Aziz und Hakim. Warum sind die Propheten die Aziz besonders? Weil sie die Tawhid-Dawa auf sich genommen haben. Sie tragen die Dawa des Tawhid. Sie bringen die Leute von Dunkel von Finsternis ins Licht. Sie sind die Wesila. Sie tragen die Dawa des Tawhid. Wenn ihr heute die Dawa des Tawhids trägt, so wisset, dass ihr ebenfalls geehrt seid. Deswegen, jeder Muslim sollte die Dawa des Tawhid auf seinen Rücken nehmen, wenn er Aziz, wenn er geehrt sein möchte. Eine weitere Reflexion Allah subhanahu wa ta'ala von Namen Al-Aziz sind jegliche Siege und Erfolge, die man in seinem Leben auch nur bekommt. Allah sagt im edlen Koran, Qul Illahumma malikul mulk, sprich, O Allah, Herrscher des Königtums, Herrscher des gesamten Besitztums, Tu'til mulka man tasha'u wa tanzi'ul mulka mimman tasha'. O Allah, du bist es, der den Besitz, der das Besitz, das Vermögen, die Herrschaft, dem gibt, wem du es möchtest, und du bist es, dem du es entziehst, wem du möchtest. وَتُعِزُّ مَنْ تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَنْ تَشَاءُ. Und du bist es, derjenige, der ehrt, der würdigt, der jemanden siegreich macht, und du bist derjenige, der erniedrigt. بِيَدِكَ الْخَيْرِ. Bei dir ist das Gute, in deiner Hand ist das absolut Gute. إِنَّكَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ. Und ganz gewiss hast du die Macht über alle Dinge, bist du zu allem fähig. Wenn ihr in eurem Leben, egal wo auf der Dawa, auf dem Weg des Tabligh, Mujadala gibt, auf eurem Weg der Dawa, wenn ihr auf Allah seinen Weg seid und euch anstrengt und dabei einen Erfolg kriegt, egal wo es, sei es in den Medien, sei es im Dschihad, sei es als islamischen Staat, egal wo es sein sollte, so wisset eins, Allah subhanahu wa ta'ala ist derjenige, der sich mit dem Namen Al-Aziz euch widerspiegelt hat. Daher, Allah subhanahu wa ta'ala berichtet uns in Surah Shu'ara über die ganzen Propheten und wie Allah subhanahu wa ta'ala die Propheten siegreich gemacht hat. Und dies, Allah erzählt zum Beispiel von Salih, von Hud, von Ibrahim, von Musa, von Nuh. Und all diese hatten große Kontrahenten gehabt. Ibrahim hatte Nemrut, Nuh hatte Leute, die gegen ihn waren, Hud hatte Ad, Salih hatte Samud. Es waren alles, Musa hatte Firaun. Aber Allah hat alle vernichtet und Allah hat die Propheten siegreich gemacht. Wie hat er ihnen den Erfolg gegeben? Was sagt Allah immer wieder am Ende des Verses? Inna fi dhalika la aya. Dies ist ein Zeichen. وَمَا كَانَ أَكْثَرُهُمْ مُؤْمِنِينَ. Aber die meisten von ihnen glauben nicht. Jetzt, وَإِنَّ رَبَّكَ لَهُوَ الْعَزِيزُ الرَّحِيمُ. Und ganz gewiss ist dein Rabb Aziz und Rahim. Hier kommt es mit dem Namen Aziz und Rahim vor. Warum Aziz und Rahim?
O ihr Menschen, Allah ist derjenige, der mit seinem Namen Al-Aziz die Kuffar vernichtet hat und derjenige, der mit dem Namen Ar-Rahim den Gläubigen den Erfolg und den Sieg gegeben hat. Deswegen, wenn Allah subhanahu wa ta'ala euch irgendwo im Leben einen Sieg, einen Erfolg gibt, so wisset, dies ist einzig und allein von Allah sein Namen Al-Aziz. Deswegen, manchmal gibt euch Allah eine Hilfe, manchmal hilft euch Allah, manchmal kommt Allah subhanahu wa ta'ala und vernichtet die Kuffar mit Naturkatastrophen, mit der Hand der Gläubigen, mit einer Strafe, mit einer Plage, mit egal was, mit einem anderen Salim. Aber im Endeffekt ist Allah derjenige, dessen Willen durchgesetzt wird und derjenige, der siegreich sein wird. Deswegen, jeglicher Erfolg ist bei Allah subhanahu wa ta'ala. Jetzt möchte ich auf eine Sache kommen, und zwar Allah subhanahu wa ta'ala möchte, dass wir im edlen Koran nicht nur wissen, dass die Ehre oder dass die Izza bei Allah ist, sondern er möchte, dass wir wissen, dass die gesamte Izza bei Allah subhanahu wa ta'ala ist. Also es reicht nicht aus, nur zu wissen, okay, Allah ist Al-Aziz, die Izza ist bei Allah. Nein, nein. Allah möchte, dass wir wissen, dass die gesamte Izza, die gesamte Macht und Würde, die Wertgebung, die Herrschaft, die Ehre bei Allah subhanahu wa ta'ala ist. Allah sagt zum Beispiel im edlen Koran, es gibt in Medina, zum Beispiel beim Propheten, als er nach Medina geht, gibt es Muslime, die wollen mit den Juden ihren Kontakt nicht kaputt machen, weil sie sagen, die Juden sind stark. Sie sagen, die Juden haben die Wirtschaft, den Handel in der Hand, sie haben hier die ganzen Ernte in der Hand, sie haben die ganzen Palmen in der Hand. Wir müssen mit den Juden gut bleiben, weil falls eines Tages Mohammed uns verlässt, dann werden wir alleine sein. Wir können doch nicht auf Mohammed vertrauen. Also Mohammed, dessen Leute mit Sadaka gerade so überleben, wir müssen mit den Juden gut sein. Obwohl die Juden den Islam beleidigt haben, waren sie trotzdem mit den Juden gut. Aber warum? Weil sie sich von ihnen, falls irgendwann mal was passiert, dass sie bei ihnen die Hilfe finden können. Und dann kommt Allah subhanahu wa ta'ala und sagt in Surah Baqarah folgendes. In Surah 4, Vers 139. الَّذِينَ يَتَّخِذُونَ الْكَافِرِينَ أَوْلِيَاءَ مِنْ دُونِ الْمُؤْمِنِينَ. Jene, die sich die Ungläubigen als Beschützer genommen haben, anstatt den Gläubigen. أَيَبْتَغُونَ عِنْدَهُمُ الْعِزَّةَ. Suchen sie bei diesen Ungläubigen etwa die Ehre, die Anerkennung, die Würde? Suchen sie bei ihnen die Macht, die Sicherheit? فَإِنَّ الْعِزَّةَ لِلَّهِ جَمِيعًا. Aber nein, nein, ganz gewiss, die Izza, das gesamte Würde, Ehre, Anerkennung ist einzig und allein bei Allah subhanahu wa ta'ala, sagt Allah im edlen Koran. In Surah Yunus wird berichtet, der Prophet wird zum Beispiel immer wieder beleidigt, beschuldigt, als Lügner bezeichnet, als Besessener bezeichnet, als Zauberer bezeichnet. Und sie sagen immer wieder zum Propheten, Mohammed, lass uns das Qiyamet anbrechen, was du uns androhst. Immer wieder. Und dann sagt Allah subhanahu wa ta'ala folgendes zum Propheten. وَلَا يَحْزُنْكَ قَوْلُهُمْ. Sakın, sei bloß nicht traurig über die Worte, was sie zu dir sagen, O Mohammed. Yani sei ja nicht traurig, was diese Leute über dich sagen. Innal izzata lillahi jami'a wa huwa as-sami'ul alim. Denn die Izza insgesamt, die Würde, die Kraft, die Macht, die Anerkennung ist ganz gewiss nur bei Allah subhanahu wa ta'ala und er ist der Allwissende und der Allhörende. Warum sagt Allah subhanahu wa ta'ala das? O Mohammed, lass dir bloß nicht von diesen Wertlosen, Erniedrigten, die keinen Wert haben, die keine Macht besitzen, die sich irgendwie aufspielen, ja traurig machen. Schenk bloß nicht ihren Worten so viel Gewicht, dass sie dich traurig machen. Sie sind wertlos, sie sind erniedrigt, denn die Izza, die Macht, die Würde, die Anerkennung ist einzig und allein bei Allah subhanahu wa ta'ala. Sei nicht traurig, das sind wertlose Menschen. Sie haben keinen Wert, sie haben keine Ehre, sie sind eklig, sie sind erniedrigt, sie sind wie Najis. Lass dich bloß nicht traurig machen von ihnen. Warum? Innal izzata lillahi jami'a. Weil die Izza, die Macht, die Anerkennung ist bei Allah. Auch wenn sie dich beleidigen, klein machen, nein, nein, das bringt nichts. Ihr klein machen macht dich nicht klein. Ihr beleidigen ist keine Beleidigung für dich. Allah ehrt dich, bei Allah bist du gehoben. Das ist sehr wichtig für jeden Gläubigen. Die Mushrikun haben zum Beispiel auch in Medina oder egal wo sich immer wieder mit ihrem Nationalismus geprotzt, haben Macht gesucht, Anerkennung gesucht, mit ihren Götzen, mit ihren Vorfahren. Und Allah sagt, Man kana yuridu al-izzata, falillahi al-izzatu jami'a. Wer immer auch die Macht, die Izza möchte, anstreben möchte, so gehört die gesamte Izza, die gesamte Macht einzig und allein Allah subhanahu wa ta'ala. Da, wo ihr sucht, ist falsch, sagt Allah. Bei eurem Besitz, bei euren Götzen, bei euren Vorfahren, bei eurer Nationalität. Ihr seid da völlig falsch.
Ihr werdet dadurch keine Ehre. Genau wie heute kommen, ich bin Türke, ich bin Araber, ich bin so und so, yeah. Denkst du, dadurch bist du gehobener, angesehener, besser? Nein, das ist nicht der Fall. Du bist aber nicht angesehener, gewürdigter. Allah sagt, wenn jemand die Macht anstreben will, so ist die Macht und die Ehre bei Allah subhanahu wa ta'ala. Guck mal, die Muhajirun eines Tages in Medinatul Munawwara, sie sind auf einer Reise, sie kommen zurück. Dann entsteht ein Streit zwischen den Muhajirun und den Ansar bei einem Brunnen. Es geht um ein Wasser. Dann ruft der von den Muhajirun, oh ihr Muhajir, kommt und hilft mir. Und derjenige von den Ansar ruft, oh ihr Ansar, kommt, hilft mir. Daraufhin ist der Kopf der Munafiqun aus Medina, der Abdullah bin Ubay bin Salul. Als er das hört, sagt er ist einer ursprünglich aus Medina, sagt, also umgangssprachlich, füttere den Hund und dann soll der Hund dich beißen. Und er meint damit, wir haben die Leute, die Muhajirun aus Mekka aufgenommen, wir haben ihnen Sicherheit gegeben und jetzt stellen die auf einmal sich gegen uns oder was? Und da sagt er, Wallahi, wenn wir nach Medina zurückkehren, werden die Geehrten von uns, die Erniedrigten von euch aus Medina vertreiben. Okay? Das sagt der Munafiq Abdullah bin Ubay bin Salul. Zayd ibn Arqam hört das. Und der ist sehr jung, als er das hört. Zu dem Zeitpunkt, der ist sehr jung. Er geht und berichtet das dem Propheten, dass Abdullah bin Ubay bin Salul das und das gesagt hat. Daraufhin sagt der Gesandte Allahs, da kommt Abdullah bin Ubay bin Salul zum Propheten und er sagt, Wallahi, ich habe das nicht gesagt, ich schwöre, ich habe das nicht gesagt, vielleicht hat er das falsch gehört, hin und her. Dann kommen die Muslime zu Zayd bin Arqam und sagen zu Zayd bin Arqam, pass auf, was du hörst nicht richtig, du überträgst nicht das, was du gehört hast, richtig, sei mal ein bisschen vorsichtig, mach keine Fitne. Und er sagt, Wallahi, Allah wird mich nicht als Lügner stehen lassen. Und tatsächlich, Allah sendet in Surah Munafiqun den 8. Vers herab. Allah sagt, يقولون لئن رجعنا إلى المدينة ليخرجن الأعز منها الأذل. Die Munafiqun, sie sagen, wenn wir nach Medina zurückkehren, werden die Geehrten, die Erniedrigten von euch aus Medina vertreiben. Was sagt Allah? وَلِلَّهِ الْعِزَّةُ وَلِرَسُولِهِ وَلِلْمُؤْمِنِينَ وَلَكِنَّ الْمُنَافِقِينَ لَا يَعْلَمُونَ. Nein, die Izza, die Macht, die Gewürdigten sind nicht ihr. Die Macht, die Würde, die Izza ist bei Allah subhanahu wa ta'ala, bei seinen Gesandten und bei den Gläubigen. Aber die Munafiqun, sie verstehen das nicht. Deswegen die Macht und die Izza ist bei Allah subhanahu wa ta'ala. Und ihr könnt entscheiden, ob ihr auf der Seite von Allah seid und ebenfalls von dieser Izza teilhaben wird oder ob ihr auf der anderen Seite seid und zu den Selil, erniedrigten, Schwachen gehört. Guck mal, ich gebe euch ein Beispiel, 2 Beispiele. Ilm ist Wissen. Man kann mit Ilm Ehre erlangen, Izza erlangen. Und Allah lobt die Menschen, die Ilm haben. Wie? Allah sagt, Shahid Allahu annahu la ilaha illahu wal malaikatu wa ulul ilmi qa'ima bil qist. Allah sagt, bezeugt hat Allah, dass es keinen Gott gibt außer ihm. Und die Engel und die Gelehrten, die Ilm besitzen unter euch, haben das bezeugt. Allah lobt hier die Gelehrten, die Wissen besitzen. Aber auf der anderen Seite kommt Allah subhanahu wa ta'ala und sagt zu Gelehrten, sie sind wie Hunde, dessen Zunge draußen sind. Warum? Bal'am, ein Gelehrter, der das Wissen nicht für den Islam benutzt hat. Was sagt Allah zu ihm? Wie ein Hund ist er. Ein Hund, dessen Zunge draußen ist. Oder die Juden sind wie Esel, sagt Allah. Sie haben Wissen, sie wissen aber nicht, was sie da tragen. Wissen kann dich Izzat machen, kann dich ehren, kann dich würdigen, kann dich aber auch erniedrigen. Benutzt du eine Sache, eine Gabe, die Allah dir gegeben hat, für Allah subhanahu wa ta'ala, so wirst du gewürdigt geehrt. Benutzt du eine Sache, die Allah dir gegeben hat, nicht für Allah, für weltliche Dinge oder gegen den Islam, so wirst du erniedrigt. Dasselbe ist mit dem Besitz, Geld und Besitz. Wenn du mit deinem Geld und Besitz fi sabilillah ausgibst, an die Kinder, an die Waisen, an die Armen, an die Bedürftigen gibst, so wird Allah dich ehren, deinen Lohn vermehren, deinen Stand erhöhen. Wenn du aber anfängst zu sparen und gierig und geizig wirst, so sagt Allah, am Tag des Gerichts wird das Gold und Silber in Glutform aufgehitzt und wird dem Menschen gebrandmarkt in seinen Rücken, in sein Bein, in seine Schulter, überall wird das gegen ihn gedrückt und es wird zu ihm gesagt, das ist das, was du die ganze Zeit gespart hast. Jetzt kostet die Sache, was du gespart hast. Immer beiseite, sparen, 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 nichts ausgeben, immer beiseite legen, nie genug kriegen. Das ist der Fall. Wenn ihr eine Gabe für Allah benutzt, so werdet ihr geehrt sein, benutzt ihr sie nicht für Allah, werdet ihr erniedrigt sein. Jetzt eine Frage, und zwar, wenn man der Izza woanders sucht, ist man erniedrigt, haben wir gesagt, aber wenn man der Izza bei Allah sucht, wird man geehrt.
Wo suchen denn die Menschen die Izzah statt bei Allah? Ich werde euch mal einige Beispiele aufzählen, wo die Menschen statt bei Allah woanders die Izzah, die Anerkennung, die Würde suchen. Die Mushrikun zum Beispiel haben bei ihren Götzen die Ehre gesucht. Was haben sie gemacht? Sie haben zum Beispiel über ihren Götzen Märchen erzählt, Geschichten erzählt. Lat hat vor Hunderte, zum Beispiel die Götzen haben das gemacht. Lat, Menat, Uzza war so einer gewesen, der hat früher so und so gemacht. Sie haben Märchen erzählt, Geschichten erzählt und die ging über Generation. Durch Lat, Menat, Uzza haben wir damals diese und diese Schlacht gewonnen. Wir haben ihn angebetet und er war dabei gewesen, er hat uns die Kraft gegeben. Sie fangen an, ihre Götzen mit Izzah zu suchen, die Anerkennung zu suchen. Weißt du, wenn die jetzt das erstmal erzählen, die Geschichten, pushen ihre Götzen und dann, wenn sie in einen Krieg gehen, dann bitten sie ihren Götzen und wenn sie den Krieg gewonnen haben, sagen sie, das war aufgrund von unseren Götzen. Allah sagt, Allah sagt, und sie haben sich Götter statt Allah genommen, auf dass sie ihnen Ehre geben. Sie haben sich andere Götter genommen, damit sie Izzah bekommen. Wie kann man so verwirrt sein, dass man Allah, der Besitzer der Izzah, weglässt und andere Götter nimmt, damit man Izzah kriegt? Kalla, sagt Allah. Nein, keineswegs, Kalla. Sayakfuruna bi'ibadatihim wa yakunu alayhim ditta. Nein, keineswegs. Sie werden den empfangenen Dienst von ihnen verleugnen und am Jenseits sich gegen sie stellen. Die Mushrikun haben daher in Uhud zum Beispiel, in der Schlacht von Uhud, als die Muslime, verloren haben, haben zum Beispiel Abu Sufyan, wo die Muslime dann aufgeteilt waren, der Prophet war auf dem Berg mit Umar und Abu Bakr, da kommt Abu Sufyan und ruft, lebt Mohammed? Und der Gesandte sagt, antwortet nicht. Dann sagt er, lebt Ibn Abu Quhafa, Abu Bakr, lebt Abu Bakr? Der Prophet sagt, antwortet nicht. Dann sagt er, lebt Umar? Der Prophet sagt, antwortet nicht. Daraufhin sagt er, alle eure Geehrten sind gestorben. Das ist die Rache für Badr. Daraufhin hält Umar sich nicht mehr zurück und sagt, du Feind Allahs, Mohammed lebt, Abu Bakr lebt und ich, der Sprecher bin Umar, ich lebe auch. Daraufhin sagt Abu Sufyan, U'lu Hubal, hoch, geehrt, hoch lebe Hubal, unser Götze. Er hat mit seinem Götzen Izzah gesucht, die Anerkennung, das war aufgrund von unserem Götzen Hubal. Daraufhin sagt der Prophet zu den Sahabas, wollt ihr nicht darauf antworten? Hier lernen wir eine Lektion des Propheten kennen. Wenn jemand euch persönlich angreift, so antwortet nicht immer drauf. Aber wenn jemand die Religion angreift, so seid ihr verpflichtet, die Religion zu verteidigen. Seid ihr verpflichtet. Wenn jemand euch angreift, so wird Allah euch wieder als rein darstellen. Aber wenn jemand Allahs Religion angreift, so müsst ihr die Religion Allahs verteidigen. Sehr wichtig. Daraufhin sagen die, ja, Rasulallah, was sollen wir sagen? Daraufhin sagt der Gesandte Allahs, sagt, Allahu a'la wa ajal. Allah ist noch gehobener, er ist geehrter und gehobener. Daraufhin sagte Abu Sufyan, Lana al-Uzza wa la Uzza lakum. Wir haben Uzza, ihr habt aber kein Uzza. Guck mal, er denkt immer noch, die Ehre ist bei den Götzen. Wir haben die Götzen, wir haben gewonnen, ihr habt keine Götzen. Daraufhin sagt der Gesandte Allahs, wollt ihr nicht darauf antworten? Und die Sahabe sagten, was sollen wir sagen? Er sagt zu ihnen, Allahu maulana wa la maulakum. Allah ist unser Maula, ist unser Beschützer, ihr aber habt keine Beschützer. Unsere Toten sind im Paradies, eure Toten sind in der Hölle. Das war die Aussage von den Propheten. Die Izzah ist bei Allah. Heutzutage kommen die Leute zu uns und sagen zum Beispiel auch, wir haben Laizismus. Auch mit ihren Götzen prallen die. Die Systeme heute sind neue Götzen. Wir haben Demokratie. Wir haben Sozialismus und sie protzen sich damit auf. Bei unseren Systemen gibt es diese und diese Sachen, da gibt es Freiheiten, das und das. Was habt ihr denn eure Länder, sagen sie immer. Da herrscht ja Diktatur, sagen sie. Denn die kommen und protzen sich mit ihren Götzen, mit ihrer Demokratie, mit ihrem Sozialismus, mit ihrem Kapitalismus, mit ihrem Kommunismus. Egal womit sie kommen, sie protzen immer mit ihrem Götzen. Oder die irregangenen Leute, die heute kommen und sagen zum Beispiel, wir haben in Irak das folgende Grab, wir haben zum Beispiel in Mardin Sultan Sheikh Musa ein Grab, wenn wir was wollen, gehen wir dahin. Der in Istanbul sagt, wir haben aber Ayub Sultan, der andere sagt, wir haben Uwais al-Qarani, der eine sagt, wir haben das Grab von Hussein, der andere, jeder protzt sich mit irgendwas, jeder sucht seine Izzah irgendwo, aber der Gläubige sucht seine Izzah einzig und allein bei Allah subhanahu wa ta'ala.
Ein weiterer Punkt, wo die Menschen ihre Izza suchen, statt bei Allah subhanahu wa ta'ala, sind bei ihren Vorfahren. Allah sagt im edlen Koran: وَكَذَلِكَ مَا أَرْسَلْنَا مِنْ قَبْلِكَ فِي قَرْيَةٍ مِنْ نَذِيرٍ إِلَّا قَالَ مُتْرَفُوهَا إِنَّا وَجَدْنَا آبَاءَنَا عَلَى أُمَّةٍ وَإِنَّا عَلَى آثَارِهِمْ مُقْتَدُونَ. Und ebenso sandten wir keinen Warner vor dir in irgendeine Stadt, ohne dass die Reichen von ihnen sagten: Wir haben unsere Väter auf diesen Weg gefunden und wir werden in ihre Fußstapfen treten. Das haben immer wieder, als die Tawhid da bei ihnen übermittelt worden ist, die Reichen, die Wohlhabenden immer wieder gesagt. Die haben zum Beispiel, als die Mushrikun damals zur Zeit von der Hajj war, da haben die immer sich versammelt und jeder hat von seinem Vater, von seinen Vorfahren erzählt. Und es war nicht wichtig, ob der gut war oder falsch war, ob der richtig oder falsch war, ob der falsch gehandelt hat oder nicht. Für sie war immer wichtig gewesen, die waren unkritisierbar, weil ihre Vorfahren, dank ihrer Vorfahren, so haben sie gedacht, sind wir heute zusammen, haben wir heute den Erfolg, haben wir heute den Ruhm, sind wir heute eins. Deswegen haben sie den Propheten nicht gemocht. Sie haben gesagt: Du machst das kaputt, was unsere Vorfahren gebracht haben. Und da haben sie sich versammelt und da haben Geschichten erzählt. Mein Vater hat das gemacht, unsere Vorfahren haben das gemacht. Warum? Damit sie anerkannt werden. Oh, du bist so und so, du kommst von so einer geehrten Familie. Damit sie Würde und Ehre kriegen. Aber Allah subhanahu wa ta'ala oder der Gesandte, sie haben sowas nicht gemacht. وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ لِأَبِيهِ وَقَوْمِ إِنِّي بَرَاءٌ مِمَّا تَعْبُدُونَ. Ibrahim a.s. sagte zu seinem Vater und seinem Volk: Ich sage mich von dem los, was ihr anbetet. Das hat Ibrahim zu seinem Vater gesagt. Er hat sich seinem Vater widersetzt. Und dasselbe hat der Prophet gegenüber seinem Volk auch gemacht. Und Allah kommt, als die Mushrikun sich mit allen Sachen protzen, kommt Allah und sagt zum Gesandten Allahs, befehlt ihn: فَاسْتَمْسِكْ بِالَّذِي أُوحِيَ إِلَيْكَ إِنَّكَ عَلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ. Also halte jetzt an dem fest, was wir dir offenbart haben, denn du bist ganz gewiss auf einem geraden Weg. Guck mal, der Prophet, es gibt noch nicht mal einen islamischen Staat, wo der Vers kommt, ist noch Mekka. Es gibt keinen islamischen Staat, den Propheten geht es nicht gut, da ist immer noch Erniedrigung, die haben nichts. Und Allah sagt: Halte an dem fest, was wir herabgesandt haben, du bist auf einem geraden Weg. Er hat nicht mal etwas, wo er den Mushrikun sagen kann: Guck mal, ich bin geehrter wie ihr. Guck mal, Allah hat mir geholfen, aber euch nicht so. Nichts. Und trotzdem sagt Allah: Halte an dem fest, was wir offenbart haben, denn dies ist die Wahrheit. Wenn heute der Westen kommt, wenn heute die Menschen kommen und prahlen und sagen zu euch: In euren Ländern gibt es ja keine Demokratie, da gibt's ja keine Gerechtigkeit, bei euch gibt es hier Foltergefängnisse, bei euch gibt es hier keine Meinungsfreiheit, bei euch ist ja alles so schlimm, da werden jeden Tag Leute gestorben. Aber bei uns gibt es hier Freiheiten, bei uns gibt es hier Gerechtigkeit, bei uns gibt es Demokratie, bei uns gibt es Kapitalismus, bei uns gibt es all diese Wirtschaft. Bei uns gibt es alles. Wenn sie kommen, mit ihren Sachen prahlen und immer wieder Würde und Anerkennung suchen, sich damit mächtig und Ehre geehrt fühlen, so seid ihr wie der Prophet und Allah, sein Befehl ist: Haltet ihr an dem fest, was Allah offenbart hat, denn ihr seid auf einem geraden Weg. Auch wenn ihr kein Kalifat habt, auch wenn ihr keine Scharia gerade gibt, haltet ihr an den Islam fest, es wird eines Tages kommen. Das, womit die sich protzen, hat nichts zu bedeuten. Denn haltet ihr an die reine, saubere Scharia fest. Wenn die sich mit der Demokratie, mit dem Laizismus, mit ihren, was weiß ich, gelogenen, ungerechten Systemen protzen sollten und sollten sie kommen und euch irgendwas erzählen und wir wissen ja, wie korrupt diese ganzen Staaten sind, dann haltet ihr an der sauberen Scharia Allahs, an der gerechten, reinen, von Gott offenbarten Scharia fest, die weder Korruption noch Ungerechtigkeit beinhaltet. Das reine Buch Allahs. Sagt ihr: Alhamdulillah, ihr könnt Demokratie haben, wir haben die Scharia. Alhamdulillah, was gibt es Geehrteres als die Scharia? Haltet ihr an der Scharia fest. Und das Interessante hierbei an die Leute, die immer wieder sagen, zum Beispiel eine Sache, die falsch ist, aber trotzdem immer wieder sagen: Aber das ist bei uns so. In der Kultur ist das so. Obwohl die Mushrikun sich mit ihren Vorfahren geehrt gefühlt haben, von ihnen berichtet haben, hat der Prophet niemals vor seinen Vorfahren Ehre gesucht. Aber das waren ja auch seine Vorfahren. Die Mushrikun haben es gemacht, der Prophet hat das niemals gemacht. Die Mushrikun haben an ihre Urf, an ihre Kulturen, an ihre Bräuche festgehalten. Der Prophet hat ja auch in dieser Gesellschaft gelebt. Das waren ja auch seine Bräuche irgendwo, seine Kulturen.
aber weil sie sich mit dem Islam widersprochen haben, hat der Prophet jegliche Kultur, jeglichen Brauch, der sich mit der Scharia widerspricht, abgelehnt. Heute kommen die Menschen und sagen, wir wollen Gold in einer Hochzeit 500 Gramm. Heute kommen die Menschen und sagen, bei uns ist das aber so und so. Bei uns wird das aber die Hochzeit mit 30.000 gemacht. Bei uns wird aber das und das gemacht. Und du sagst zu ihnen, gibt es dafür ein Delil? Habt ihr ein Delil? Nein, bei uns ist das so. Das sind Menschen, die zur damaligen Zeit ebenfalls mit den Mushrikun, sich mit den Bräuchen des Schirks, die sich dem Islam widersprochen haben, geprotzt hätten. Im Islam war der Prophet nicht so. Was interessiert mich, ob das von meiner Kultur ist, wenn sich das dem Islam widerspricht? Was interessiert mich das, ob das von meinen Bräuchen, meine Kultur, meine Vorfahren sind, wenn sich das dem Islam widerspricht? Was interessiert mich denn das? Aber manche Leute kommen und sagen immer wieder, nein, nicht nur in dieser Sachen, mehrere Beispiele gibt es. Aber bei uns ist das ja so, in meiner Familie ist das so, in unseren Kulturkreisen ist das so. Diese Menschen haben leider den Islam nicht verstanden. Wo suchen die Menschen noch ihre Izzah? Ein Punkt noch, und zwar, zwei möchte ich noch sagen, und zwar das, wo die meisten auch noch ihre Anerkennung, ihre Würde suchen, ist bei dem Besitz und bei dem Vermögen. Yani beim Geld, Auto, Schmuck, Gold, Diamant, egal was. Besitztum, Häuser, Immobilien und bei der Vielzahl, bei der Anzahl, eine hohe Anzahl. Allah sagt im edlen Koran, وَمَا أَرْسَلْنَا فِي قَرْيَةٍ مِّن نَذِيرٍ إِلَّا قَالَ مُتْرَفُوهَا إِنَّا بِمَا أُرْسِلْتُمْ بِهِ كَافِرُونَ. Und wir entsandten zu keiner Ortschaft einen Warner, ohne dass die Luxurierenden, die Reichen da gesagt haben, wir verleugnen das, womit du offenbart worden bist. وَقَالُوا, warum aber verleugnen sie das? Warum haben die Reichen das immer wieder gesagt? وَقَالُوا, sie sagten, نَحْنُ أَكْثَرُ أَمْوَالًا وَأَوْلَادًا وَمَا نَحْنُ بِمَبْعُوثِينَ. Und sie sagten, wir haben mehr Kinder und mehr Vermögen und wir werden doch nie gestraft werden. Wer bist du? Du kommst und drohst uns Strafe an, dass Allah Strafe kommt. Wir sind die, die alles besitzen. Wir haben Macht, Geld und dann. Uns folgen die meisten Leute. Alle hören hier auf uns. Was sagt Allah? Qul, sagt zu ihnen, Inna Rabbi yabsutu rizqa liman yasha'u wa yaqdiru, walakinna akthara an-nasi la ya'lamun. Sagt, mein Herr gewährt viel Rizq, wen er möchte, und er gibt wenig Rizq, wen er möchte. Aber leider, die meisten der Menschen wissen das nicht. Die meisten der Menschen haben nicht verstanden, dass das Rizq, was Allah den Menschen gibt, nichts damit zu tun hat, dass Allah dich liebt oder hasst. Wenn Allah jemanden viel gibt, heißt das nicht, dass Allah ihn liebt. Wenn Allah jemanden wenig gibt, heißt das nicht, dass Allah ihn verabscheut, diesen Menschen. Aber die meisten der Menschen haben es nicht begriffen und nicht verstanden. وَمَا أَمْوَالُكُمْ وَلَا أَوْلَادُكُمْ بِالَّتِي تُقَرِّبُوا عِنْدَكُمْ زُلْفًا. Allah sagt, und es ist weder euer Vermögen, weder euer Besitz, euer Geld, noch sind es eure Kinder und eure Söhne, die euch uns näher bringen, sagt Allah. Nicht euer Geld, euer Besitz, euer Vermögen, eure Kinder bringen euch uns näher. Was bringt euch Allah näher? إِلَّا مَنْ آمَنَ وَعَمِلَ صَالِحًا فَأُولَٰئِكَ لَهُمْ جَزَاءُ الضِّعْفِ بِمَا عَمِلُوا وَهُمْ فِي الْغُرُفَاتِ آمِنُونَ. Nein, diejenigen, was ist das, was euch näher bringt, Allah? Dass ihr an Allah glaubt, den Iman verinnerlicht, gute Taten verrichtet, dann werdet ihr von denen sein, die in den Paradiesen in Sicherheit leben, sagt Allah subhanahu wa ta'ala. Aber es ist immer wieder so, das gehört zu dem Charakter des Mushrikun, dass sie immer wieder bei denjenigen, wo das Besitz ist, wo das Vermögen ist, wo die Vielzahl ist, immer wieder dort die Anerkennung suchen, dort die Macht suchen, immer wieder dort schleimen, dort kriechen. Das sehen wir immer wieder. Auch in der Siyar, zum Beispiel auch bei Tirmizi und Musnad von Ahmad ibn Hanbal, wird berichtet, als der Gesandte Allahs sallallahu alaihi wasallam eines Tages Abu Jahl begegnet, so sagt Abu Jahl zum Gesandten Allah sallallahu alaihi wasallam, O Mohammed, mit was bedrohst du mich? Und der Gesandte sagt, mit der immer näher kommenden Strafe Allahs bedrohe ich dich. Daraufhin sagte er, Mohammed, guck in den ganzen Tal in Mekka. Du wirst niemanden finden, der mehr Vermögen hat wie ich und der mehr Gefolgsleute hat, denn die Leute, die mir folgen, wie ich und der geehrter ist wie ich. Das war schon immer dieses Verständnis bei den Mushrikun. Deswegen haben sie sich immer mächtig gefühlt, geehrt gefühlt. Das ist ein armer Schlucker, ihm folgen keine Leute. Wenn ich jemand rufe, kommen so und so viel. Hinter mir stehen so und so viele Leute. Ich habe hier die Macht, ich habe kein Problem, ich kann so und so viel geben. Das ist immer wieder der Charakter der Mushrikun gewesen. In Surah Kahf berichtet Allah uns eine Geschichte von zwei Männern, die ein
die jeweils einen Garten besaßen. Allah hat den einen, seinen Garten, sehr viele Früchte gegeben und sogar sehr besonders gemacht, sodass das bewässert wurde mit einem Fluss dadurch. Also dieser eine Garten war sehr besonders gewesen und der andere hatte auch Früchte, aber nicht so viele wie bei dem anderen. Und guck mal, dieser Dialog zwischen den zwei und was danach passiert. وَكَانَ لَهُ ثَمَرٌ. Und der Garten trug für ihn Früchte, sehr viele Früchte hat er getragen. فَقَالَ لِصَاحِبِهِ وَهُوَ يُحَاوِرُهُ أَنَا أَكْثَرُ مِنْكَ مَالًا وَأَعَزُّ نَفَرًا. Daraufhin sagte dessen Garten viel besaß, in einem herausfordernden Ton zu ihnen, hat zu seinem Freund gesprochen, dessen Garten weniger besaß: Ich bin reicher als du an Besitz und mächtiger an Gefolgschaft. Guck mal, wieder diese zwei selben Sachen. Er sagt zu seinem Freund herausfordern: Ich habe viel mehr als du und ich bin mächtiger. Also mich respektieren geehrte Menschen, anerkannte Menschen. Mich respektieren die Leute, wenn ich in die Stadt gehe. Die folgen mir, wenn ich was sage, tun mir Gefallen. Die sind für mich da. Mir folgen mehr. Wenn ich was sage, die hören auf mich. Ich habe mehr wie du und ich bin geehrt an Gefolgsleuten. Leute, die mir folgen, sind mehr wie bei dir. Was sagt der Mann zu ihm? Er sagt: لَكِنَّهُ وَاللَّهُ رَبِّي وَلَا أُشْرِكُ بِرَبِّي أَحَدًا. Er sagt: Doch, er ist Allah, mein Herr, und ich geselle meinen Herren niemanden bei. Jetzt die Frage: Was hat denn der eine Typ gemacht, dass der andere sagt, ich werde Allah keinen Schirk begehen? Der hat doch keinen Schirk gemacht. Er hat doch nur gesagt, ich bin mächtiger an meinem Besitz und an Vermögen und Gefolgsleuten. Was war denn der Schirk von dem Mann gewesen? Er hat gesagt, niemand kann den Garten kaputt machen. Aber wo ist der Schirk von diesem Mann? Der Schirk ist, weil Allah sagt, die Izza, inna Izzata lillahi jami'an. Die gesamte Izza ist bei Allah. Was hat der Typ gemacht? Er hat die Izza beim Besitz, beim Vermögen und bei Gefolgsleuten gesucht. Und weil er das Allah gleichgestellt hat, nicht die Izza bei Allah absolut gesehen hat, sondern woanders gesehen hat, war das ein Schirk gewesen. Was glaubt ihr, wie schnell man in Schirk verfallen kann? Ein Gelehrter, ich weiß gar nicht, ob Sufyan Sauri sagt, damals haben wir geweint um unsere Sünden, bis wir verstanden haben, dass wir eigentlich weinen sollten um den Schirk, in den wir verfallen könnten. Hauptsache, wir sterben nicht mit Schirk. Früher waren es die Sünden, aber da haben wir verstanden, dass der Schirk uns noch näher ist, manchmal gefährlich ist. Die Propheten selbst hatten Angst, wieder in den Schirk zu verfallen. Und er sagt, das war der Grund des Schirk, dass die Izza bei Allah ist und er hat die woanders gesucht. Was ist dann passiert? Allah sagt, وَأُحِيطَ بِثَمَرِهِ فَأَصْبَحَ يُقَلِّبُ كَفَّيْهِ عَلَى مَا أَنْفَقَ فِيهَا وَهِيَ خَاوِيَةٌ عَلَى عُرُوشِهَا. Dann begann der Mann aus Reue, Wehklagen in seine Hand zu schlagen und seine ganzen Früchte, alles wurden komplett vernichtet, sagt Allah. وَأُحِيطَ بِثَمَرِهِ. Alle sind vernichtet. Dann schlägt er sich klatschend in seine Hand, bereuend, weil er so viel Zeit und Kraft investierte, alles investierte, schlägt er rein und sagt, was sagt er? وَيَقُولْ يَا لَيْتَنِي لَمْ أُشْرِكْ بِرَبِّي أَحَدًا. Und er sagte, oh mein Herr, ach, hätte ich doch nur gegenüber meinem Herrn keinen Schirk begangen. يَقُولْ يَا لَيْتَنِي لَمْ أُشْرِكْ بِرَبِّي أَحَدًا. Hä, was habe ich mir gedacht, dass ich die Izza beim Besitz gesucht habe, bei den Gefolgsleuten. Allah hat alles vernichtet. Mein Mal ist jetzt weg auf null. Die ganzen Gefolgsleute, die hinter mir standen, haben mir nicht helfen können. Hätte ich doch meinen Herrn über kein Schild begangen. Was sagt Allah? Hunalikal walayatu lillahi al-haq. Dies ist Allah subhanahu wa ta'ala, seine Herrschaft. Bei ihm ist nur der einzige Schutz. Bei ihm ist die Izza, bei ihm ist die Macht. Nur bei Allah, dem Allmächtigen, ist der wahre Schutz und die wahre Herrschaft. Zu Nuh a.s. haben sie auch gesagt, oh Nuh, wer folgt dir denn? Dir folgen nur ganz wenige und Arme, Erniedrigte folgen dir, Schwache. Zu Shuaib haben sie gesagt, oh Shuaib, du bist für uns nicht, also du bist gar kein geehrter Typ für uns. Wenn wir wollen, können wir dich töten. Du hast nichts und niemanden. Wir können dich locker töten.
Das war, die Mushrikun haben schon immer an ihre Zahl festgehalten. Aber die Muslime, und das müssen die begreifen, haben noch nie wegen ihrer Anzahl gewonnen. Die Muslime haben noch nie einen Krieg oder egal was gewonnen, weil sie mehr an Anzahl waren. Die Muslime haben noch nie gewonnen, weil sie bessere Positionen hatten. Die Muslime haben noch nie gewonnen, weil sie bessere Strategien hatten. Die Muslime haben wegen einem Grund gewonnen. Wir waren in einer Sache gegenüber den Feinden immer im Vorteil. Wir hatten Allah, der Al-Aziz, ist auf unserer Seite. Und sie hatten das nicht. Deswegen in der Schlacht von Hunain, hätten die Muslime beinahe die Schlacht verloren. Weil die Zahl der Muslime war so groß gewesen und sie haben auf ihre Zahl vertraut. Sie haben gesagt, wir werden die Schlacht 100% gewinnen. Und beinahe hätten sie verloren. Beinahe. Der Sieg, der Erfolg ist einzig und allein bei Allah. Sucht die Izza, niemals woanders. Wenn ihr die Izza woanders sucht, werdet ihr erniedrigt werden. Ich komme zum letzten Punkt, wo die Menschen noch ihre Izza suchen. Und zwar, wo suchen die Menschen noch ihre Izza statt bei Allah subhanahu wa ta'ala? Und zwar bei Führern, bei Regierungen, bei starken Parteien, bei Militärs. Da suchen oft Menschen ihre Anerkennung, wollen mit denen gut sein, wollen von ihm Machtpositionen haben. Guck mal, die Zauberer zur Zeit von Musa waren Leute gewesen, wie heute die Medien, waren die Zauberer sehr wichtig gewesen. Sie haben das Volk, die Nachrichten übermittelt, sie waren ausschlaggebend für das Volk. Wo die Zauberer waren, da haben das Volk immer hingeguckt. Und Pharaon hatte alle Zauberer in seiner Hand. Allah sagt, فَأَلْقَوْا حِبَالَهُمْ وَعَصِيَّهُمْ وَقَالُوا بِعِزَّةِ فِرْعَوْنَ إِنَّا لَنَحْنُ الْغَالِبُونَ. Dann warfen sie ihre Seile und ihre Stöcke. Als die Zauberer gegen Musa antreten, dann werfen die ihre Stöcke und ihre Seile und dann sagen die Zauberer folgendes: Bi'izzati Fir'aun. Sie schwören bei der Ehre Fir'aun. Sie schwören bei der Izza von Fir'aun und sagen, ganz gewiss werden wir gewinnen. Warum haben sie bei der Ehre von Fir'aun geschworen? Pharao war sehr mächtig gewesen. Er besaß Gold und Geld. Er besaß Ländereien. Er war Herrscher über viele Länder. Er besaß eine Armee. Niemand konnte ihn zur Rechenschaft ziehen. Er konnte töten, wen er wollte. Er hat versklavt, wen er wollte. Er hat Völkermord begangen, wann er wollte. Niemand hätte ihn zur Rechenschaft ziehen können. Er war so ein mächtiger, sage ich mal, Anführungsstriche, wir kommen gleich dazu, wie mächtig er war, Mann gewesen, sodass Leute, wenn sie wahrgenommen werden wollten, den Namen von Fir'aun in seinen Mund genommen haben. Und zwar haben sie gesagt, bei der Izza von Fir'aun. Sein Wort hatte kein Gewicht. Erst wo der Izza, wo er Fir'aun erwähnt hatte, haben Leute gesagt, oh, der hat bei Fir'aun geschworen. Und das Interessante ist, dass immer wieder das Fußvolk hat ein Stockholm-Syndrom. Das Fußvolk fängt an, wenn man Allah nicht kennt und Al-Aziz nicht kennt, würden zum Beispiel die Leute wissen, dass Allah Al-Aziz ist, so würden die wissen, dass Fir'aun ein Lügner ist und er keine Macht hat. Aber weil das Volk unwissend ist, Jahil ist, weil die nichts wissen in allen Angelegenheiten, fangen sie an, denjenigen, der sie unterdrückt, irgendwann zu lieben und sagen, er ist hier unser Führer. Sie sagen nicht, naja, er ist hier nicht der Führer unserer Feinde, er ist unser Führer. Er füllt ja unsere Mägen. Er gibt uns ja zumindest ein Dach. Wir können sowieso nichts mehr machen. Es gibt keinen Ausweg. Dann akzeptieren wir als unseren Führer. Lieber unser Führer statt ein anderer Führer. Das haben die Mushrikun damals schon gesagt. Und deswegen, heute ist das 1:1 das Gleiche. Sie lieben die Unterdrücker und sagen, es sind aber unsere Führer. Es ist aber unsere Partei. Es ist aber unser Land. Die Leute sind in unserem Land. Lieber unsere Leute statt die anderen. Und sie fangen an, diese Leute zu lieben. Sie suchen die Ehre bei ihnen. Und was sagt Allah? Guck mal, wie Allah mit einem Satz hat Allah die Ehre von Fir'aun erniedrigt, hat alles ihm weggenommen. وَأَلْقَى مُوسَى عَصَاهُ فَإِذَا هِيَ تَلْقَفُ مَا يَأْفِكُونَ. Dann warf Musa seinen Stock nieder, dann verschlang dieser Stock, was sie vortäuschten. Das war's. Das war die Macht von Fir'aun. In dem Moment wurde Fir'aun vor allen Leuten bloßgestellt. Die Zauberer haben sich niedergeworfen, haben gesagt, wir glauben an den Gott von Musa und Harun. Und auf einmal war Fir'aun erniedrigt gewesen. Diese Ehre, dieser mächtige Fir'aun war in diesem kurzen Moment erniedrigt gewesen. Sein Zauberer, die für ihn so wichtig waren auf einmal weg gewesen, auf der Seite von Musa, vor der ganzen Volk bloßgestellt. Da stand Fir'aun nun alleine da gewesen. Dasselbe
sehen wir auch bei den Zeiten des Gesandten Allahs, wo die Leute in Medina, einige Munafiqun kommen und sagen, lass uns die Beziehung zum Munafiqun nicht kaputt machen. Sie haben gesagt, im Endeffekt hat der Prophet Mohammed niemals eine Chance gegen die Juden. Er wird niemals so etabliert sein, so mächtig sein wie die heutigen Juden. Haben damals Munafiqun gesagt. Warum? Sie haben gesagt, die Beni Nadir kommt von Grün. Sie haben die Palmen in der Hand. Sie haben die ganzen Waffen. Sie sind Waffenschmied. Die haben die Waffen in der Hand. Und falls irgendwann mal was ist, damit wir von diesen Waffen Gebrauch machen können. Sie haben gesagt, Beni Qurayza betreibt den Handel. Sie haben den Handel in der Hand. Sie haben gesagt, Beni Qainuqa, sie haben das Geld und die Zinsen in der Hand. Was ist passiert? Was ist passiert? Beni Nadir ist nach Badr, hat der Gesandte Allah sie rausgeschmissen. Sie haben den Vertrag gebrochen. Und der Prophet hat alles von ihm beschlagnahmt und sie rausgeschmissen. Die Beni Qurayza hat ein Attentat auf den Propheten verübt, wollten ihn umbringen, aber das fehlgeschlagen. Der Prophet hat sie alle aus Medina rausgeschmissen und die 100 Jahre, was sie alles angesammelt haben, aufgebaut haben, hat der Prophet beschlagnahmt, alles weggenommen. Die Beni Qainuqa hat Verrat begangen in Hendek gegenüber den Propheten. Der Prophet tötet 700 Leute von ihm. Die Kinder werden als Sklaven genommen, die Frauen als Jari genommen und das ganze Besitz wird beschlagnahmt. Wo war die Macht der Juden gewesen? Wo war die Macht da gewesen? Wo ist sie gewesen? Allah ist Al-Aziz. Die Munafiqun, die gesagt haben, diese Macht wird niemals kaputt gehen, so schnell war sie weg gewesen. Nicht mal in 10 Jahren. Alles weg. Warum? Allah, sein Wille wird durchgesetzt. Allah ist Al-Aziz. Heute sagen sie auch, sei mit dem gut, red nicht so viel schlecht über den, weil wenn du das sagst, könnte er das und das machen. Wallahi, achtet nicht auf sowas. Sucht die Izza bei Allah. Wenn ihr die Izza bei Allah sucht, dann seid ihr auf der richtigen Seite und Allah, sein Wille, wird siegreich sein. Was ist denn der Unterschied zwischen, das letzte Thema jetzt, der Unterschied zwischen demjenigen, der die Izza bei Allah sucht und derjenige, der die Izza woanders sucht? Was ist denn der Unterschied zwischen diesen Leuten? Wenn jemand, der kommt und sagt, ich suche meine Izza bei Allah und derjenige, der kommt und sagt, ich suche meine Izza woanders. Was ist der Unterschied? Das erste ist, der Unterschied ist, dass der Gläubige auf Allah subhanahu wa ta'ala viel mehr vertraut, wenn er seine Izza bei Allah sucht. Er wird, sein Vertrauen zu Allah viel mehr ist gestärkt dann, sein Vertrauen zu Allah. Und er wird, für ihn sind die Menschen drumherum nicht mehr an Wert, nicht mehr wertvoll. Warum? Weil er weiß, der Izza ist bei Allah. Deswegen würde er nicht mehr drauf gucken, was wird der Mensch sagen. Weil heutzutage gibt es ja diese Menschenkrankheit, aber wenn ich das mache, dann wird der das über mich sagen. Dann werden die Leute über mich reden, dann wird meinen Verwandten das sagen. Aber jemand, der die Izza bei Allah sucht, der vertraut auf Allah und das Drumherum, was würde er sagen, was würde sie sagen, was würde der, das fällt weg, weil du weißt, die Izza, die Ehre, die Würde, das Sharaf, das Namus ist bei Allah. Deswegen werde ich mich auf Allahs Wohlgefallen stützen. Wenn ich das mache, was Allah sein Wohlgefallen ist, dann sollten die anderen meine Feinde sein. Sie sind doch nicht Izzat, sie haben keine Izza. Dann ist mir das egal. Das erste ist, dein Vertrauen zu Allah wird stärker. Das zweite ist, wenn jemand das Izza bei Allah sucht, dessen Herz findet Saqina und Mutma'inna, eine innere Ruhe. Jemand, der das woanders sucht, der lebt immer an Stress. Guck mal, die Quelle aller Krankheiten heutzutage ist Stress. Warum passiert Stress? Stress kommt, wenn man über eine Sache besorgt ist, Angst hat, bedenklich ist, beunruhigt ist. Warum kommt das zum Beispiel? Das kommt, wenn man nicht weiß, was der Sinn des Lebens ist. Das kommt, wenn du nicht weißt, wo du in deinem Leben hingehen sollst, was deine Lebensroute ist, was passiert später, was passiert morgen. Deswegen leben die Kuffar, jemand, der Izza woanders sucht, immer in Angst. Der weiß ja nicht, was passiert morgen, was passiert in 10 Jahren, wo soll ich hingehen, wie soll ich mein Leben gestalten, was ist, wenn ich jetzt diesen Weg gehe, dann werde ich in 10 Jahren alles bereuen. Sie leben dauerhaft in Besorgnis und Angst. Deswegen haben sie ein Leben in Bedrängnis und sollten sie es auch woanders suchen, werden sie niemals glücklich werden. Wie viele reiche Menschen gibt es, die trotzdem auf Psychopharmatabletten leben, die nur durch Tabletten psychisch krank sind und dadurch leben? Wie viele reiche Menschen gibt es, die Selbstmord machen, die unglücklich sind, wenn sie nachts alleine sind? Deswegen, das täuscht, diese Macht, der Besitz, es ist alles getäuscht. Im Endeffekt, jemand, der nachts allein ist, der wird niemals die innere Ruhe haben. Aber ein Muslim, der Izza bei Allah sucht, der weiß, wo er hingeht. Der weiß, was sein Sinn ist. Der weiß, was passiert nach dem Tod. Der weiß, wo sein Weg ist. Er weiß alles. Er ist nicht besorgt und hat keine Angst. Deswegen ist in seinem Herz innere Seelenruhe. Guck mal, normalerweise müsste es genau andersrum sein. Normalerweise müssten die Muslime, seit Adam a.s. leben die Muslime immer in der Minderheit, immer in Unterdrückung, immer werden sie verfolgt. Normalerweise müssten die Muslime in Angst und Besorgtheit, Bedenklichkeit leben. Warum? Warum? Weil sie eigentlich, sie sind es, die eigentlich Angst haben müssen, weil sie sagen könnten, was passiert morgen mit unseren Kindern,
Was wird mit unserem Besitz passieren? Wir werden morgen aus unserer Heimat vertrieben. Sie sind es, die eigentlich Angst haben müssten. Wie nimmt Allah diese Dings aus den Herzen der Gläubigen weg? Mit dem Namen Al-Aziz. Und Allah kommt und erzählt uns die Geschichte von Pharaon von Anfang an und sagt, wie mächtig er war, wie er alles besaß. Aber Pharaon war Musa hat aber nichts besessen. Musa war arm, er war niemand. Er wurde in einen Korb gelegt, hatte nichts gehabt. Aber was am Ende passiert? Am Ende war Pharaon derjenige, der verloren hat und Musa hat die Macht über alles bekommen. Dieser Wandel, der eine war der mächtigste, in dem ganzen Land gefürchtet, der andere ein Armer, nichts besitzen, aber der wurde vernichtet, erniedrigt und der andere wurde mächtig und geehrt. Was passiert? Jetzt eine Frage. Pharaon tötet alle jungen Leute. Alle jungen Leute in diesem Jahr, weil er den Traum sieht, dass jemand kommt, seine Macht erobert. Dann kommt Pharaon, dann kommt jemand, bringt Musa zu Pharaon als ein Baby in den Korb, weil er in Wasser gelegt worden ist. Ja, kommt denn Pharaon nicht einmal auf den Gedanken und sagt, ich töte gerade alle Jungen, ich müsste auch diesen töten, vielleicht hat jemand ihn einfach da reingelegt, damit er nicht getötet wird. Aber Pharaon kommt nicht auf den Gedanken. Er nimmt ihn auf, im Gegenteil, und zieht ihn groß, weil er keine Kinder kriegt, sagt, das soll unser Kind sein. Dann wirkt es so irgendwann, Musa tötet jemanden, es wirkt so, als würde gerade das Ablauf kaputt gehen. Aber was passiert? Musa hat die ganze Zeit von Pharaon viel gelernt, in dem Palast gelernt, alles gelernt. Wie man führt, Regierung, alles. Dann tötet er und dann muss er fliehen. Er flieht 10 Jahre, geht er zu Schuaib, heiratet die Tochter, bleibt 10 Jahre bei Schuaib. Wer ist Schuaib? Schuaib ist ein Prophet. Dort lernt Musa von einem Propheten den Achlaq. Das Regieren nicht von einem Tarut, sondern von einem Propheten auf Gerechtigkeit. Dort lernt er von ihm und geht zurück und legt sich dann mit Pharaon an. Musa legt sich mit Pharaon an. Ja, denkt jetzt nicht, warum hat der Pharaon nicht einmal ein Schwert genommen, hat Musa seinen Kopf abgeschlagen? Der hat doch so viel Macht gehabt. Warum hat er das nicht geschafft? Warum hat er niemals einfach Musa getötet? So einfach. Das ging nicht. Warum ging das nicht? Weil Pharaons Wille steht niemals über den Willen Allahs. Allahs Wille war es gewesen, dass Musa siegreich sein wird und dass Pharaon erniedrigt werden soll. Pharaon wollte siegreich sein, aber Allah, sein Wille war es, dass Musa siegreich sein wird. Deswegen, was haben wir gesagt? Allah ist derjenige, der den Willen des Menschen ändert, der das zwischen den Herzen und Willen geht, damit sein Wille durchgesetzt wird. Deswegen hat Pharaon niemals Musa töten können. Allah hat das schon 50.000 Jahre vorher vorgeschrieben, dass Musa siegreich sein wird. Allah ist Al-Aziz. Dasselbe über Yusuf. Yusuf wird als ein kleines Kind in den Brunnen geworfen, dann wird er versklavt, dann wird ein Zina-Iftra wird gemacht, dann wird er in den Knast gesteckt und mit einem Traum, was der König sieht, der König träumt was und sagt, wer kann Träume deuten? Sie sagen, Yusuf kann es machen. Sie gehen zu Yusuf, er deutet ihm seinen Traum, dann macht er ihn zum Minister, zum Staatsminister über die ganzen Finanzen, über die ganzen Schätze des Landes. Jemand, der erstmal klein war, auf einmal so geehrt. Wie geht das? Warum passiert das? Vom Gesandten Allahs genauso. Der Gesandte fängt mit Ali und Khadija an. Alleine. Was passiert dann? Ganz arabische Halbinsel erobert er. Ganze Mekka erobert er. Dann über Kisra. Sie besiegen das Byzantinische Reich, das Persische Reich. Die Weltmächte werden besiegt. Warum? Wie geht das? Allah ist Al-Aziz. Bei Allah ist die Macht und Würde. Deswegen nimmt Allah die Angst, die Sorgen bei einem Menschen, eines Muslims weg. Ihr seid nicht besorgt, dass ihr klein seid, wenig habt, schwach seid. Die ganzen, die vor euch waren, die ganzen Propheten, zum Beispiel Surah Shuara, die aufgezählt werden, zum Beispiel Hud, Saleh, Ibrahim, Musa, Nuh, sie waren auch alle sehr wenig gewesen. Sie hatten wenig, sie waren vielleicht schwach gewesen, aber Allah hat ihnen den Sieg gegeben. Warum? Inna rabbaka lahu al-azizur rahim, sagt Allah immer wieder am Ende des Verses, wo er sagt, wir haben das Volk vernichtet, dem Propheten den Sieg gegeben. Warum? Er ist Aziz und Rahim, er ist der Geehrte, er ist der Allmächtige. Deswegen die Izzah, auch wenn ihr schwach seid, wenig seid, Izzah ist bei Allah. Allah, sein Wille wird am Ende durchgesetzt werden. Ein weiterer Punkt, was der Unterschied zwischen einem ist, der die Izzah bei Allah sucht und der sie woanders sucht, ist, die Izzah bei Allah ist ewig, sie wird nie vergehen, die Izzah woanders ist vergänglich. Guck mal, Leute, die mit ihrem Familienstamm ihre Izzah gesucht haben, ja, guckt, in Irak, in Syrien damals gab es viele große Familienstämme, die haben sich mit ihren Familien geehrt gefühlt, die Staaten haben nicht mal eingegriffen, wenn sie selbst untereinander gerichtet haben. Was heute passiert, die großen Familienstämme in Irak und Syrien, die stehen heute in Reihe bei den Hilfsorganisationen, um ein Stück Brot zu kriegen. Alles ist weggegangen. Inna izzata lillahi jami'an. Die Izzah ist bei Allah. Die Menschen, die ein großes Vermögen hatten, eine Wirtschaftskrise oder ein falsches Handeln, nicht, er verliert sein Vermögen, dieses Vermögen wird ihm sogar noch zum Verhängnis, er wird verschuldet, sogar noch tiefer fällt er.
Inna izzata lillahi jami'a. Das, womit ihr euch protzt, geht, ist vergänglich. Die Herrscher, wo ihr euch sagt, das sind meine Herrscher, das sind unsere Mächtigen, wir suchen bei ihnen die Izzah. Guckt, was Saddam und Gaddafi passiert ist. Saddam und Gaddafi, mächtige Menschen, hatten Länder, Armeen, Gold, alles. Am Ende wurden sie vom Volk mit Füßen getreten, ja, gefunden, aufgehangen, getötet. Das war das Ende dieser Leute. Inna izzata lillahi jami'a. Das Izzat ist bei Allah. Aber wisst ihr, was interessant ist? Ein Muslim verliert niemals die Izzah. Auch wenn er schwach ist, auch wenn er mal verlieren sollte, auch wenn er wenig besitzen sollte, der Muslim verliert niemals seine Izzah. Warum verliert er niemals seine Izzah? Weil Allah Baqi ist. Allah ist Al-Awwal wal-Akhir. Allah wird es immer geben. Weil Allah niemals verschwinden wird, weil Allah niemals weggehen wird, wird es auch immer die Izzah Allah geben. Jemand, der die Izzah bei Allah so, dessen Izzah ist ewig. Guck mal, in der Schlacht von Uhud haben die Muslime 200 Verletzte, über 70 Schahid, sehr wichtige Personen. Die Muslime sind abgehauen, haben den Krieg verlassen. Die Leute haben auf dem Berg Isyan begangen, haben den Berg verlassen. 300 Munafiqun sind nach Medina zu haben den Propheten verlassen. Eins der härtesten Schläge gegen die Propheten. Was sagt Allah zu den Muslimen? Allah sagt, وَلَا تَحِنُوا وَلَا تَحْزَنُوا وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنْتُم مُؤْمِنِينَ. Und seid nicht entmutigt und seid nicht traurig, ihr werdet siegen, wenn ihr gläubig seid. Warum aber? Die Muslime haben vielleicht ihre Leute verloren, ihre Waffen verloren, ihren Besitz verloren. Eine Sache haben sie aber nicht verloren. Auch wenn sie ganz viel verloren haben, eine Sache haben sie nicht verloren, ihren Iman. Der Iman eines Muslims ist die Izzah. Je stärker dein Iman, je näher du an Allah bist, desto stärker und größer ist die Izzah, deine Izzah. Deswegen, alles können sie dir wegnehmen, aber eine Sache sollten sie niemals wegnehmen, dein Iman. Wenn sie dein Iman wegnehmen, so ist deine Izzah weg. Deswegen, der Iman ist deine Izzah. Solange du den Iman hast, auch wenn du verlieren sollst, runterfallen solltest, stolpern sollst, alles verlieren sollst, alle sich gegen dich stellen sollten, Gefängnis bist, gefoltert, du bist trotzdem Aziz. Sollten sie dich beleidigen, beschuldigen, alles andere, du bist trotzdem Aziz, weil du hast immer noch den Iman zu Allah subhanahu wa ta'ala. Der letzte Punkt, was der Unterschied ist zwischen einem, der die Izzah bei Allah sucht, und der sie woanders sucht, ist, derjenige, der die Izzah bei Allah sucht, der wird im Diesseits und im Jenseits geehrt sein, und derjenige, der sie woanders sucht, wird im Diesseits und in der Dunya erniedrigt werden. Allah sagt im Edlen Koran, ich verlese jetzt nur mal das Deutsche, inshallah, wer jedoch seinen Herrn fürchtet, denen werden Gärten zuteil sein, durchheilt von Bechern, ewig werden sie darin bleiben. Eine Bewirtung von Allah, was bei Allah bereitsteht, ist für die Frommen wahrlich besser. Das ist der Lohn für diejenigen, die die Izzah bei Allah suchen im Jenseits. Habt ihr euch jemals gefragt, auf der Dunya, warum die Propheten so mutig waren? Zum Beispiel der Prophet, seine Leute werden gefoltert, die werden vertrieben, große Steine werden auf sie gelegt, sie werden an Fehler gebunden, sie werden getötet, sie werden Schahid gemacht. Und Allah sagt zu Propheten, geh raus, geh und bedroh sie. Guck mal, Allah sagt, geh und droh sie. Sag, Qul, ya qawmi a'malu ala makanatikum inni amilun, فسوف تعلمون من تكون له عاقبة الدار إنه لا يفلح الظالمون. Sprich, O Mohammed, die Mushrikun hätten sagen können, rette erstmal deine Leute. Wer bist du denn eigentlich? Du hast nicht mal Kraft. Aber Allah sagt, geh und sag das. Und der Prophet geht raus. Warum? Izzah, Ehre, Stolz, weil er weiß, die Macht ist bei uns. Auch wenn die gerade mächtiger aussehen mögen, wir sind mächtiger. O Leute, handelt eurem Standpunkt gemäß, handelt so, wie ihr es für richtig hält, und ich werde handeln. Bald werdet ihr erfahren, wer den endgültigen Lohn der Wohnstätte erhalten wird. Siehe, die Ungerechten werden niemals erfolgreich sein. Hud a.s. sagt zu seinem Volk von Ad, ein mächtiges Volk, was noch nie vorher so ein Volk gab, bis zum heutigen Zeitpunkt. Er lädt sein Volk zum Tawhid ein, alleine. Und sein Volk sagt zu Hud, Hud, du bist nicht normal. So ein Mensch kann nur nicht normal sein. Wenn ein Mann kommt, zum Tawhid einlädt, alleine sich gegenüber unsere Götter stellt, unsere Kultur stellt, so ein Mensch kann nur besessen sein von unseren Göttern. Denn unsere Götter haben dich besessen oder die Dämonen haben dich besessen. Du kannst nicht normal sein. Was sagt Hud a.s.? Er sagt, Inni ushhidullah wa ashhadu anni bari'u mimma tushrikun. Er sagt zu ihnen, ich rufe Allah zum Zeugen und auch ihr sollt bezeugen, dass ich nicht an dem teilhabe, was sie ihm zur Seite stellt. Min dunihi, außer Allah, fakiduni jami'an thumma la tunzirun. Außer Allah schmiedet alle Pläne gegen mich und gewährt mir keine Frist. Inni tawakkaltu ala Allahi rabbi wa rabbikum.
Ich vertraue auf Allah, mein Herrn und euren Herrn, sagt Hud. Warum dieser Mut? Woher kommt dieser Mut? Alleine eine Armee gegenüber eine Regierung, wo kommt dieser Mut her? Die Izza bei Allah suchen. Zu wissen, dass Allah die Macht hat. Dann siehst du seine Macht, seine Armeen und seine Kraft und du siehst die Macht Allahs, die Himmel und die Erde, wie er mit einem Schlag alles vernichten kann, dann werden sie in deinen Augen klein. Deswegen ein Muslim, der die Izza bei Allah sucht, der wird immer geehrt und mächtig sein. Was passiert mit denjenigen, die die Izza woanders suchen? Sehr, sehr interessant und wir beenden den Unterricht. Allah sagt, im Jenseits werden die Leute, die die Izza woanders gesucht haben, bestraft werden. Und wie? Sehr interessant. Allah sagt, Inna shajarat az-zaqumi ta'amul athim. Wahrlich, der Baum des Saqum ist die Speise der Sünder. Kalmuhli yaghli fil butun. Wie geschmolzenes Kupfer wird er in ihren Bäuchen brodeln. Karali al-hamim. Wie brodelnd kochendes Wasser. Khuzuhu fa'atiluhu ila sawa'il jahim. So packt sie, ergreift ihn und zerrt ihn in die Mitte des Jahim-Flammen. Thumma subbu fawqa ra'sihi min azab al-hamim. Dann gießt auf seinem Haupt, auf seinen Kopf die Pein des siedendes Wasser. Jetzt Allahu Akbar. Suq, koste nun. Innaka anta al-azizul karim. Koste nun die Strafe Allahs. Du meintest doch auf der Welt der Erhabene zu sein, der Aziz zu sein, der Karim zu sein. Such, spüre, koste nun die Strafe. Innaka anta al-azizul karim. Du meintest doch der Erhabene und der Würdige gewesen zu sein. So wird Allah diejenigen bestrafen, die die Izza woanders suchen. Koste nun, du warst doch der Mächtige. Du hast doch immer gesagt, du bist der Mächtige, Gewürdige. Du hast doch so und so viel in der Hand. Guck, wenn du doch der Mächtige bist, warum bist du gerade im Höllenfeuer? Warum wirst du gerade erniedrigt? Such, koste. Du warst doch der Geehrte auf der Welt. Allah erniedrigt die Leute. Er erniedrigt sie und bestraft sie. So diejenigen, die die Izza woanders gesucht haben. Möge Allah uns davor bewahren. ندعو الله يجمعنا على كتاب الله وعلى شريعة رسول الله صلى الله عليه وسلم وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.